Am Pinocchio ist der Schrecken so in seine holzigen Glieder gefahren, dass er sich gerade schnurstracks auf den Heimweg gemacht hat. Er hat sich in Gedanken schon vorgestellt, wie der Geppetto echt Freude hat an diesen Goldmünzen. Brot, Fleisch, Wurst, Kleider, alles hätte er sich damit kaufen können. Plötzlich kreuzen ein Fuchs und eine Katze den Heimweg. Und die zwei haben sich gegenseitig gestützt. Was ist denn mit euch zwei los? Du siehst, lieber Pinocchio, ich habe ein gelähmtes Hinterbein und die arme Katze ist blind. Woher weisst du, wie ich heisse? So einen berühmten Holzbub kennt doch jeder. Und ich habe die mal bei deinem Vater gesehen. Ich kenne den Geppetto gut. Gerade gestern habe ich beobachtet, wie er bei der Kälte durch die Gasse durchgelaufen ist und dich gesucht hat. Ich bin auf dem Heimweg und wollte ihm noch eine warme Jacke kaufen. Nein, du sagst, du hast Geld. Ja, da. Schau, 5 Goldstücke. Tatsächlich. Hättest du dann auch Lust darauf, aus einem Goldstück gerade 1000 zu machen? Wer will das nicht? Aber wie soll das gehen? Du musst nur mit uns kommen und erst morgen wieder heim zum Vater. Das ist alles. Weisst, wie Freude der Geppetto hat, wenn du ihm so viel Goldstückchen heimbringen würdest? Also gut, ich komme mit. Aber sag mir zuerst, wie man aus einem Goldstückchen 1000 macht. Geduld, Geduld. Du wirst staunen, sage ich dir. Mittlerweile sind die 3 Wanderer in ein neues, besonderes Land gekommen. Ist es noch weit? Siehst du die Stadt dort? Ja. Das ist Dummenhausen. Dummenhausen? Gerade hinten dran ist das Wunderfeld. Ja genau, Pinocchio. Und dort sind wir am Ziel. Und was machen wir nachher auf dem Wunderfeld? Wollen wir es verraten? Was meinst du, Katz? Ja, sicher. Es wird langsam Zeit, dass wir ihm erzählen, wie er zu viel Geld kommt. Also gut. Du kommst ganz einfach zu deinem vielen Geld. Du grabst einfach im Wunderfeld ein Loch und leist deine Goldstückchen rein. Nachher begüssest das Loch mit einem Schuh voll Wasser und streust ein bisschen Salz drüber. Und nachher? Was passiert denn? Nachher gehst du eine halbe Stunde in die Stadt und wenn du zurückkommst, steht auf dem Wunderfeld ein Baum, wo 1000 Goldstückchen dran hängen.